Prost. Merci. Mr. Science, willst du dich vergiften? Nee, keine Angst. Das Wasser kommt aus dieser Bohrung von 700 Meter unter der Erde. Und bei 700 Meter Tiefe sind sicher keine Mikroben dran. Hier sind wir nämlich unter der Thermalpiscine von Mondorf. Aber du hast recht, das schmeckt extrem salzig und noch Schwefel. Und, was aber viel mehr interessant ist, es ist lichtwodelig. Und das, obwohl kein Sonnendruck kommt und es auch noch nicht gehitzt ist. Wo könnt ihr dann hier? Aber ja, von der Gratisheizung ändert unser Face. Also ein Erdkern, den hat ja eine Temperatur von 6000 Grad. Und rundherum am Erdmantel sind noch immer 1000 Grad. Massig Energie also. Und an meinem Experiment von Haut will ich gerne gucken, wie wir diese Energie können rausholen. Kommt mit, ich habe Rendezvous mit einer Bohrfirma, die nur der Boden hitzt bohrt. Wir sichern also nur der Geothermie. Hier geht gerade ein Dave Lachgeburt, für un Tütz von der Erde zu kommen. Aber wenn du innen warm genug hast, dann kann ein Dummer da vielleicht ein Haus setzen. Salut Robert. Salut Mr. Science. So, wie warm ist es da innen? Ma ja, mir werden ungefähr 12 Grad da hun. Wir haben 70 Meter tief gebohrt. Und hier ist der Boden, den wir rausgeholt haben. Ah ja, okay. Hier sind wir bei 10 Meter tief. Ja. Und auf der Tief ist die Temperatur am Boden über die Jahre ungefähr 10 Grad. Aha. Konstant. Aber wenn wir dann mit tief an den Boden gehen, da geht es alle 100 Meter 3 Grad mehr warm. So, aber das ist ja wohl nicht immens viel. Für dann auf eine Temperatur von 50 Grad zu kommen, müsst ihr doch schon mal 2 Kilometer tief bohren. Also, wir sind hier nicht an Island, wo den Boden mit dieser Face kacht. Aber wenn wir an Teufel gehen, nicht weit von hier, da haben wir auch vulkanische Aktivität. Hier komme ich weisen einmal die Grafik an. Hier ist das Resultat für dein Forschungsprojekt. Hier ist eine riesige Magmasäule, die aus 400 Kilometer tief und die Oberfläche von der Erde rückt. Das ist eine Säule aus geschmolzenem Gestängs, die auch bis in der Lützebusch weitergeht. Das heißt, wenn wir mehr Richtung Eifel gehen, ist der Boden unter dieser Face viel mehr warm. Ja, ein bisschen schon. Et Forscher hu Gemoos Richtung Osten 1 Grad mehr pro 100 Meter. Okay. Die richtig hëtzt vun der Magmasäil, déi mengg ass der net an de niewchte Kuschen ukom. An dat mengglech kënten a bëssen daueren. Okay. Tja, wann de Geolog seet, dat kann a bëssen dauern, da sinn dat gäre moll e puer 1000 Joer. Dat heecht entweder muss man richtig steif bohren, fir in die Gros Hëtz ze kommen, oder mir ginn als mat den 70 Meter zufrieden, an machen aus wenig Hëtzt viel Hëtzt mat Hëlle vun so einer Wärmepumpe. Aus wenig hützt viel hützt man. Das musst du das aber nur erklären. Aber ja, als ihr schon opgefallen, dass wenn dir etwas oppumpelt, dass dann Temperatur klimmt, weil den Druck an Blut geht. Ah ja, Temperatur geht rup. Aber ja, an umgedreht, wenn ich den Druck rauslösen, da fällt Temperatur nicht. Ach, für war das dann so? Aber ja, stell dich vor, hier an diesem Typ wäre ein Baustein von der Luft, also Molekülen, ganz stark vergrößert natürlich. Aber wenn etwas wärmer ist, heißt das, dass das Baustein sich viel bewegt. Wir spüren jetzt, alkeers, wenn ein Baustein wieder die Wand stößt. Das heißt, das heute ist viel Hitze und das heute ist wenig Hitze. Okay, soweit klar. Wenn ich das Luft komprimieren, da steigt der Druck. Selbst wie bei der Pumpe. Und dadurch geht es mehr warm, weil die Bullen mehr noch bei nie sind und dadurch viel mehr Steiß mit der Wand produzieren. Ah, und mit dem Prinzip kann ich also die Wärme aus dem Boden pumpeln. Genau. Und vereinfacht kann ich sagen, dass eine Flüssigkeit durch den Boden gepumpelt wird und das spezielle Flüssigkeit, die verdammt weh nach innen. Durch die Hitze vom Boden am Haus wird der Dampf komprimiert, wobei genug Hitze entsteht,
fir dat ganz Haus ze wärmen. An dann, wann Flüssigkeit aufgekillt ist, geht es Veno innen durch den Boden und da kann Flüssigkeit genug Temperatur abholen. Ah, okay, weil wir als mit der Hitze von 70 Meter müssen zufrieden gehen, brauchen wir eine Pumpel. Das kann die leicht erhitzte Gas aus dem Boden komprimieren und dadurch entsteht genug Hitze für das Haus. Aber dann ist das Loch irgendwann ganz kahl, oder? Nee, keine Angst. Es gibt ja permanent Hitze von innen nur geliefert. Und ob so ein Wärmepumpel auch richtig funktioniert, das kann ich mal an den Keller testen. Was müsste lo? Ja, das Wasser an der Bieden, das gibt zu 75% von Erdwärme gehitzt. Der Rest 25% stammt von dieser Wärmepumpe. An der Schwetten, wenn ich Lotto reklammen, da fühle ich mich wie an einem Thermalbad an Island. Kameramann, gibt die Kamera vielleicht lo ausmachen?